Willkommen zurück zu Part 3 von unserer Coop-Tier-List. Es ist keine Zeit vergangen. Wir haben jetzt einfach das T-Shirt gewechselt und es ist Nacht Genau. geworden. Es ist alles so wie gehabt. Wir lassen uns nicht anmerken und machen weiter. Mit, Genau, und wir sind beim Buchstaben L hängen geblieben. Ja. Und jetzt Wir kommen kommt somit zu Lost Castle. Castle. Und Lost Castle, jetzt muss ich dann noch schnell mehr Und ich frage wieder einmal, was ist das für ein Spiel? Aha, ich denke, das weißt du doch, du liebst doch das Spiel. Ist das das? Ist, Ja, mal, ich weiss, also dass Liebe ist jetzt... Roguelike. Ja, das ist cool. Du kannst vielleicht schnell sagen, ich habe mein Dokument Es ist ein Roguelite. so Brawl-mässig, so ein Brawler oder Brawl. also Hidden... Ja, Nein, wie also sagen wir denn? Dungeon Crawler ein bisschen. Ja. Aber es hat so ein Ding, so einen Anklang an so... Ja, wie sagen wir denn? Ich habe es aufgeschrieben. Smashen... Also... Hack and Slash, genau. Also man läuft von links nach rechts und schlägt einfach Minions, also Monster ab, die kommen. Genau, auf so einer kleinen 2D-3D-Karte. Also, ja, man ist wie so... Es ist zwar irgendwie... Es hat ein tiefes Spiel, aber man läuft quasi immer von links nach rechts und man kann die Gegner auch nur links und rechts schlagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine verständliche Erklärung ist, ob man sich vorstellen kann, was das heisst. Also man kann quasi nur nach links und nach rechts schlagen, aber man kann sich quasi in der Tiefe vom Raum bewegen, was zum Teil so ein bisschen zu komischen Situationen führt. Weil man dann halt so knapp am Gegner vorbeischlägt, weil man halt so ein bisschen nicht ganz auf der Höhe vom Gegner steht oder so. Ja, das ist... Aber das ist ja nicht das Hauptproblem von dem Spiel, gell, Simon? Aber du willst Nein, jetzt sagen, was das Hauptproblem von dem Spiel also ist. Das Problem von dem Spiel ist, dass es völlig billig gemacht ist und aussieht wie ein Flash-Game. Es ist einfach so. Und ich habe mich nie mit dem anfreunden. Und es ist auch ein bisschen, es ist einfach, ich finde, das ist monoton. Das ist auch der Grund, warum ich so etwas wie, das kommt dann später, Path of Exile, dumm finde. Es gibt einfach Horden von Gegnern und die Bösser sind vielleicht witzig beim ersten Mal, aber wenn man immer wieder muss durchlaufen, es wiederholt sich einfach immer. Bei Heroes of Hammerwatch hat man können, also sozusagen ein paar Stufen überspringen, aber ich glaube, bei Lost Castle muss man immer wieder alles durch. Es gibt aber auch nur 5 Level, muss man sagen. Ja, aber ich habe irgendwie, selbst die 5 Level habe ich nie durchspielen, weil es einfach, für mich ist das der Killer von einem Spiel, wenn es eine gewisse Ästhetik, so eine billige Ästhetik hat. Also, ja, das hätte ich können im Keller zusammen mit 2 Programmierern hätte ich das auch können machen. Aber, also ja, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Ja, voll. Womit wir noch zu meinem Gameplay-Votum kommen, nachdem wir das Ästhetik-Votum von Simon hatten, das richtig miserabel ausgefallen ist. Ich finde, das Gameplay ist nicht so schlimm. Es ist durchaus unterhaltsam. Die Levels sind nicht viel zu lang. Die Gegnerhorden sind eigentlich auch nicht so langweilig, finde ich. Logisch, es ist bei einem Roguelite immer so, dass es immer wieder die gleichen Gegner gibt, weil man fährt halt immer wieder vorne an. Das ist wirklich im Genre verankert. Aber trotzdem finde ich nicht, es wird nicht so schnell langweilig. Und man wisst das Ästhetik-Argument, das zieht bei mir einfach nicht so fest. Das ist mir einfach mehr egal. Ich kann mich damit abfinden, wenn das Game nicht so schön aussieht. Ich finde, das Gameplay ist durchaus akzeptabel. Ich habe das Spiel auch dementsprechend länger gespielt als du, etwa über 20 Stunden. Etwas über 20 Stunden. Ich muss vielleicht sagen, es ist nicht nur die Ästhetik, die mich nervt, sondern auch das Gameplay und dass es monoton wird irgendwann. Aber gell, ich glaube, das ist halt einfach in dem Genre geschuldet. Ja, ein langweiliges Genre ist ein langweiliges Genre. Das ist wie... ja, voll. Aber das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, also genau. Man kann das Spiel durchaus mal anspielen. Es ist vielleicht ein Next. Viel mehr als Next ist es schon nicht. Aber du musst dich fragen, würdest du es jemandem empfehlen? Würdest du jetzt jemandem sagen, wenn du Zeit hast, musst du unbedingt Lost Castle spielen? Ich würde das niemals irgendjemandem sagen. Aber wenn jemand Zeit hat, dann könnte ich, und er mir sagt, er spielt echt gerne Roguelites oder Roguelikes, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das Spiel irgendwann würde in den Sinn kommen. Und gerade auch,
Es ist Ja. doch die Frage, wie groß ist der Coop-Aspekt, oder? Das ist auch noch etwas, was Ja. man vielleicht noch diskutieren könnte. Mhm. Die Man ist Frage halt einfach ist, dann das Zweite auf dieser Map, aber man kann nicht wirklich, es also gibt man nicht ist wirklich das dritte, man kann bis Synergien das oder vierte so. auf der Map sehen, oder? Oder, ja, Ja, oder genau. glaube ich, ja. Ja, es gibt keine Synergie. Die Frage ist das besser als Keep Talking and Nobody Explodes oder besser als Destiny 2? Ist das eine Frage für später? Ich würde Ich sagen, würde das schon ist. sagen, Ja, da bin ich jetzt nicht einverstanden, aber das werden wir später besprechen. Gut, das nächste Spiel, also es heisst Beat'em Up, kann ich sagen vorher. ja. Also Lost Castle ist eigentlich das Beat'em Up. Unter anderem. Beat'em Up ist doch so Beat'em Up. Dead or Alive und Tekken und das sind doch Beat'em Nein, Ups. das ist ein Fighting Game, oder? Beat'em Up. Oder ist das. Ja. Ich habe gemeint, es ist Hack and Slay ist doch eher. Diablo ist doch Hack and Diablo ist Slay, Hack and nicht? Slay, das stimmt. Ja, aber ja. Ich bin nicht so ganz sattelfest mit diesen Genres und so. Aber ich tue doch mal schnell Lovers in a Dangerous Space Time ankündigen. Das ist ein super Titel, nur schon für das hat er Punkte verdient. Das ist von 2015, das ist so ein Sci-Fi-Action-Spiel, wo man kann bis zum vierten spielen kann. Es ist so Arcade-mäßig. Man ist in einem Raumschiff inne und muss das navigieren durch den Weltraum. Und, so. Und also es ist mega chaotisch, es ist eigentlich ähnlich wie Overcooked. Wo du sozusagen, jeder muss eine Rolle einnehmen, aber muss immer wieder den Platz wechseln. Einer muss steuern hin und wieder, dann muss jemand wieder irgendwie mit einem Laser schießen oder sich verteidigen mit einem so einem. Ja, also man muss immer rotieren und es ist ein mega cooles Spielprinzip. Wir haben das, glaube ich, aber nur an einem Abend mal gespielt, das dritte. Und ich glaube auch nur Couch Coop. Ja, ich glaube, das haben wir Das haben wir Couch mal Coop gespielt, ja. irgendwie bei dir daheim gespielt. Ja, voll, das haben wir bei mir daheim Also gespielt. ist auch nur Couch Coop. Vor sicher. Jahren, ja. Es ist nur Couch Coop und es ist wirklich cool. Wir müssen es mal wieder auspacken. Ich bin dafür, dass man mal wieder so eine klassische Couch Coop Runde macht. Irgendwie mit so Spielen, zum Beispiel, da gibt es ja noch Crawl oder so, man kann Crawl erinnern. Das ist jetzt hier nicht drauf, Nope. weil es nicht Coop ist, aber so Sachen, wo man sich muss sehen. Das ist nicht so. Es ist einfach nicht so heimelig und so lustig. So, ja. Ja. Aber Ich muss fast schon sagen, ich habe schon auch Lust auf das Spiel. Das ist jetzt ein Spiel, wo ich jetzt gerade wieder Lust habe, zum zu spielen. Lovers in a Dangerous Space Time. Space Time. Ja, es ist recht herzig. Es ist, glaube ich, so auf der Switch und so. Es passt da irgendwie auf die Switch. Ja. Ich weiß, ja, also das würde ich eigentlich. Und es hat auch einen starken Coop-Aspekt. Also es ist so, Ja, man muss genau, zusammen ja. arbeiten. Es ist so ein bisschen, Mhm. also ich würde das mindestens auf okay tun. Ich auch. Sogar überhand. Ja. Weil es so, Ja, ich würde auch schon. sagen, es Ja. passt gut dort rauf. Ja. Es ist wirklich auch so, es ist eigentlich eine Bin Spielempfehlung. nicht sogar da. Ich glaube, Vielleicht sogar da. fantastisch ist es nicht, weil wir es nicht so viel gespielt haben. Aber ich könnte mir Ja. vorstellen, wenn wir es mehr gespielt hätten, Ja. dann ja, ich glaube, mir fehlt ein bisschen die Grundlage, um es auf Ja, fantastisch ja. zu tun. Ich habe wirklich das, was ich mitbekommen habe, was wir gespielt haben, ich habe das wirklich noch mehr gespielt, aber das ist halt einfach Zeit, man hat sich irgendwie nicht mehr getroffen. Es ist, glaube ich, gerade in der Zeit gewesen, wo wir alle an einen anderen Ort angezogen sind. Ich glaube sogar, Ja, also das ein bisschen kurz davor gewesen. Ja, also das ist vielleicht, das habe ich nur mit dem mitgespielt. Aber ja, das ist so ein Spiel, wo man sich muss treffen muss. Und bei Corona ist das jetzt nicht so einfach gewesen. Ja. Ja, das Gut, ja. Also eigentlich eine Empfehlung. Ja. Ja, voll. Und jetzt kommen wir zu Magica 2. Ein interessantes Spiel. Es ist, das ist von 2015. Und es ist eigentlich ein Fantasy-Action-Spiel, wo jeder so einen Magier spielt. Und es ist so arcadey irgendwie. Also man muss also gegen eine Horde von Gegnern kämpfen. Und das Gimmick von dem Ganzen ist, dass man so Kombinationen von Elementen muss zusammenfügen, indem Vor allem man auch Kombinationen von Tasten muss drücken, Ja, wo man Kombinationen mindestens 15 bis 20 Finger braucht, um überhaupt Genau. Irgendetwas herzubringen. Da kommen die so Tekken und so gespielt haben, auf ihre Kosten, die sich über 100 verschiedene Tastenkombinationen auswendig gelernt haben. Also es ist wirklich sehr chaotisch. Also zum da überhaupt mal, vor allem wenn man es mit mehreren Personen spielt, Voll. weiss man nicht mehr genau, was los absolut ist. Friendly Fire ist ein Thema und man hat eigentlich seine Spells nicht so richtig unter Kontrolle. Gibt es Die Friendly Kombination Fire? aus. Oh ja, weißt du, wie viel haben wir uns gegenseitig umgebracht? Ach schon, ich habe gedacht, wir haben Ja. uns gegenseitig die Spells zunichte gemacht.
Aber ja, Nein, wenn einer okay. dort drinnen steht, dann ist er kaputt. Nein, dort drin ist schon. Wenn man Licht und Schatten kombiniert und ein schwarzes Loch entsteht oder irgendwie Genau, so und einer etwas. steht aus Versehen halt im schwarzen Loch. Dann du bist ganz unscharf. Ja, jetzt Jetzt habe ist ich wieder wieder. so. Kann ich, Ähm, ja, also, ja, eigentlich, also der Humor vom Spiel muss man vielleicht auch noch erwähnen. Es ist richtig absurd. Also das Spiel ja. nimmt sich null ernst. Mhm. Null. Also, Und wir, das schätze ich. mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Also wir haben es 3 Stunden gespielt. Das war mal so ein Abend gewesen. Und wir haben recht, also wir haben wirklich, ich habe so schallend gelacht, muss ich Ja, ich schon zugeben. auch. Ich bin Aber wirklich, ich habe mich irgendwie, unterhalten gefühlt. nach diesen, Und ich aber trotzdem nachher nicht so Lust gehabt, ja um noch genau, einmal das, das Spiel zu das habe ich spielen. jetzt genau auch wollen sagen. Also nach diesen 3 Stunden habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, also okay, wenn wir jetzt dritte wieder zusammengehockt sind, haben wir irgendwie einfach zu etwas anderem tendiert. Zum Ja. Beispiel zu Heroes of Hammerwatch oder ja. Ja, das Also stimmt. es ist so ein Aber bisschen, es sind 3 sehr unterhaltsame Stunden, gewesen, muss ich sagen. ja, Es hat ein paar gute, witzige Nonsens-Jokes drin gehabt in der Story. Ähm, ja, das Gameplay ist sehr ich finde, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, das ist. gewöhnungsbedürftig und für mich Ja, ist es wirklich, also ich habe einfach irgendwie keine Nerven, so viele Sachen auswendig zu lernen. Oder es ist, so, es ist zu chaotisch. Man hat irgendwie, ich habe viel zu selten das Gefühl gehabt, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Klar, ja, man kann sagen, voll. das ist der Sinn vom Spiel, dass es irgendwie mit dem spielt oder irgendwie, dass man einfach sich gegenseitig auch kann verhergen kann oder so. Ja, Also, aber es ist ein trotzdem. zweischneidiges Schwert. Das ist so ein Ja, ich glaube, es ist nicht unter Kontrolle haben, sondern einfach auch so ein bisschen keinen merklichen Einfluss zu haben auf das, was passiert. Es passiert einfach irgendetwas und man drückt irgendetwas und es passiert irgendetwas und es ist meistens auch sogar im Ansatz gut. Also wir sind ja bisschen weitergekommen, man gewinnt. ja, Aber man kann sich so nicht so selber auf die Liste aussuchen. schreiben. Also weißt du, man hat wie Ja, am Schluss einfach irgendetwas gedrückt und man weiß und man hat es zwar geschafft, aber es also ist nicht so befriedigend so, wow, jetzt haben wir es geschafft, ich habe sondern schon gewisse so Lieblingskombinationen irgendwann gehabt, und ich die einfach so wie ja, automatisch du hast gemacht habe. Aber einfach das immer nur stimmt, die gemacht. ja genau, es stimmt, es ist so Das ein bisschen, wiederum macht es monoton, es oder? ist overwhelming. Also man kann Ja, irgendwie nicht voll. sagen, also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Divinity 2, also dort kann man ja, dort haben wir ja auch mega viele Möglichkeiten. Ja, Aber das man hat stimmt. Zeit, um sich die zu überlegen und irgendwie Mhm. das zu wählen, was man wirklich will. Aber bei Magica 2 haben wir eigentlich nie Zeit, irgendetwas zu überlegen. Man drückt einfach Ja, irgendetwas. voll. Also ja, wenn man Ja, das ich glaub, gerne hat, ja. wir können das Ja, einfach auf die nächste Kategorie versorgen, oder? schon. Aber besser als Magica. Besser als Lost Castle, besser als Magica. Würde ich aber Äh, nicht sagen. nein, Also das also würde ich komm. jetzt einiges weiter ab, das würde ich so in die Nein, Orcs also Must Die Region nein, ab also tun. ernsthaft. Also Magica 2, der Kult-Following. Da wirst du viele Leute vergraulen, aber auf das müssen wir keine Rücksicht nehmen, das ist schon recht. Aber besser als, was hast du gesagt? Orcs Must Die. Also schlechter als Irgendwo im dort Orcs. zwischen Ashen und Orcs Must Die, irgendwo dort hat ich sie Also, zusammengetan. ja, ich finde, die ersten finde ich gehört weiter nach links. Aber ja, das ist, auf eine Art ist Ashen besser als Magica, ist schon recht. So können wir uns darauf einigen. Okay, und als nächstes haben wir Minion Masters. Das ist Wo, ja, wo wir sorry. echt die Diskussion wieder anziehen müssen, ist es ein Scope-Spiel oder nicht? Ich habe Weil gedacht, wir eigentlich kommen um ist die es, also es Diskussion ist ein herum. Scope-Spiel, aber es ist halt auch PvP. Aber Ja, sag du schnell, um was es geht. also, genau. Also, Minion Masters ist eigentlich auf eine Art ein Kartenspiel, sowieso, wo aber wie so ein Action-Element oder Realtime-Strategie dazu hat. Also, du kommst so Karten über. Also man spielt also 2 gegen 2, man kann so 1 gegen 1 spielen. Und bei 2 gegen 2, also jeder kommt einfach eine Hand über und kann mit Mana die Karte spielen. Mit der Zeit füllt sich die Mana auf. Und du musst eigentlich wie Gegner auf ein Spielfeld setzen und die laufen dort so aufs Feld vom Gegner, also das Feld vom Gegner, und die müssen die Base vom Gegner kaputt machen. Das ist eigentlich Es ist wie mehr oder weniger Tower, PvP Tower Tower Defense. Defense mäßig, ja genau. Ja, und da gibt es halt ja, verschiedene Strategien. Man kann Karten gewinnen, man muss so Lootboxen auftun und so. Es ist eigentlich recht generös mit den Lootboxen. Es geht zwar das Moment, bis man wirklich rare Sachen bekommt. Ja, ich glaube, ich habe keinen einzigen Franken in das Spiel investiert und habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendetwas entgeht.
Also es ist eigentlich recht fair. Ja, Ähm, wir haben es aber auch nie so. Wir haben es nie ins Meta geschafft oder ja, so. genau, also wir haben 12 Stunden gespielt. Wir sind so ein bisschen in der Holzkategorie rumgetümpelt. Also ich schon mehr, 75. 75, Ich habe schon viel gespielt. 75, Ja, ich habe seit langem echt viel gespielt. 12 Stunden gleich nur. Aber haben wir das zweite 12 Stunden gespielt, logischerweise Genau. in dem Fall. Ja, ja, das habe ich nicht gewusst. 75, wie empört. Nein, also es ist wirklich Ja, ein das Spiel cooles ist Spiel eigentlich. wie bei all diesen Deckbuilding-Games, ist es halt irgendwann kommst weiter rauf und dann gibt es halt das Meta. Da Und gibt es dann eins aufs entweder Dach. spielst du die Decks, was Meta vorgibt, oder du kommst auf Kappen über. Und bei dem kommt auch noch Das ein ist das gleiche schwer Problem, und das Hearthstone auch hat und das gleiche ja, Problem, das all die Deckbuilding-Games hat, was es halt online gibt, weil es halt eine Online-Community gibt, weil es halt mega viele Spiele gibt, die statistisch analysiert sind und man kann genau sagen, welche Karten sind die besten und welche funktionieren mit welchen am besten. Und da kommt aber, ja, da das kommt macht es aber auch dann einfach noch so ein bisschen. der Aspekt vom richtigen Klicken hinzu, oder? Man muss schnell sein, man muss Im sozusagen, Gegensatz zu man Hearthstone, muss ja auch voll. richtig zielen teilweise, also die Spells und Ja. so muss man targeten. Aber es ist nicht Was, so ein grosser Teil. ja, ja, Wenn man logisch, muss es ist ein bisschen trotzdem, taktischer noch, als jetzt einfach nur ein Kartenspiel. mhm. Also ja, Aber taktischer, das trotzdem, ist wenn du dann einfach, irgendwann mal ein bisschen in den oberen Rang bist, dann hast du echt das Gefühl, du kommst immer von der gleichen Decke auf die Mützen über jede Runde. ja, ja, Und das ist also einfach das, was es einmal langweilig es ist macht. einfach, ja, Aber ich es ist würde so es, unterhaltsam zum Zwischendurch, auch vor allem das mhm. zweite Genau, es zwischendurch ist spielen. cool, weil es eigentlich ein cooles Spielprinzip ist und du kannst 2 gegen 2 spielen, Ja, PvP. Und das ist irgendwie, man kann schnell ein paar Runden spielen am Abend, wenn man schon schnell besser zu tun hat und dann kann man beruhigt ins Bett gehen, weil man ein paar Noobs genau. abgeknatzt hat. als selber Noob. Äh, Voll. ja, aber ist es mehr als Next auch? Ist es mehr als Next? Das ist die grosse Frage. Ja, ich würde schon sagen, hm, Ist es ich besser würde schon als sagen, Across the Obelisk? hm, Ist es vielleicht besser als Generation Zero? ja. Ja, Ja. irgendwo dort ist es glaub ich, nicht schlecht verortet. Mhm. Jetzt ist da die Übersicht um den rausgerutscht. Macht das Ja, etwas? Das ist nicht so schlimm, oder? Oder was? nein, du kannst ja Okay. das Spiel ja mal schnell aufziehen und zeigen, was es ist. Ja, Das ja, nächste, was kommt. das nächste Spiel Was ist das nächste, was ist kommt? Monaco. Ah, Monaco. Mm. Ja, du kannst erzählen, was das ist. Fantastisch, sage ich darum. Ist Ein recht super alt schon, Spiel, wo, 2013. ja, ein super Spiel, Multiplayer, Pixel-Grafik und es geht darum, dass man 4 oder 3 oder wie viele Leute das man dann auch ist, Oder allein kann man auch. ähm, Gangster ist und man muss auf so 2D-Maps mit einer oben, also mit der Top-Down-Ansicht, muss man irgendwelches Zeug stellen oder irgendwo ausbrechen oder irgendetwas machen und so ein bisschen der Witz am Game ist, dass man immer nur den Bildausschnitt sieht, wo man wirklich auch sieht, also dort, wo man her schaut mit seinem Charakter. Und alles andere ist dunkel. Von allem anderen sehen wir quasi nur die Wände der Räumlichkeiten. Und es hat natürlich Wachen überall und zwischendurch läuft man dann einfach in die Arme, weil man sie nicht sieht oder weil es halt nicht anders geht. Und dann bricht die grosse Panik aus. Und alle müssen säckeln und sich irgendwo verstecken im Busch, hinter einer Stege. Und wenn man stirbt, dann Ja. ja, können die anderen, die es geschafft haben, abzuhauen, versuchen, dich zu retten. Aber wenn dann wieder Wachen kommen, dann ist halt wieder blöd. Und der Mhm. Clou ist so ein bisschen, dass man auch verschiedene Charaktere kann sein und der eine kann Wände kaputt machen, der andere kann sich so verkleiden und dann den Wachen unter der Nase tanzen. Eine kann Wachen bezirzen und dann sind die so ein bisschen benebelt und entdecken sie nicht. Wieder ein anderer kann so Computer hacken und dann Fallen ausschalten, was natürlich auch noch überall hat, Sirenen und Selbstschusswaffen und alles mögliche. Alles in allem sehr ein cooles und wunderbar chaotisches Coop-Erlebnis. Ja, also wir haben uns sehr laut angeschreit, als wir das gespielt haben auf der Couch.
Und natürlich sind Vorwürfe links und rechts umgeflogen. Warum hast du jetzt die Wachen aktiviert oder aufmerksam gemacht? Ja. Wieso Was bist du ich, jetzt an so einem dummen Ort gestorben? Da können wir dich nie mehr holen. was ich sehr interessant, ich finde, Monaco ist wirklich ein Spiel, wo sozusagen in einem eigenen Genre inne ist. Und das kann man, also, es ist zwar auf eine Art ist es ein Stealth-Spiel. Ich liebe Stealth-Spiele im Solo, wenn ich Solo spiele. Es ist wirklich eines meiner liebsten Genres. Und Monaco hat irgendwie, ist einzigartig, und zwar im Sinne von, wenn du in einem normalen Stealth-Spiel verwünscht wirst, dann ist eigentlich schon verloren auf eine Art, dass du nicht alle resetten bei Dishonored oder so. Aber da, wenn du verwünscht wirst, dann fängt das Spiel erst richtig Das an. wäre richtig los. Dann kann man sich eben wieder verstecken. Und wenn das Chaos ausbricht, das ist sozusagen der Kern von dem Spiel. Und du versteckst dich dort, du musst hinter den Busch gehen, nein. Und dann probiert man den anderen irgendwie zu resurrecten, irgendwo im Jet draussen, wo man am liebsten noch 10 Laser auf die Leichen drauf zündet, weil man muss eben mit allem rauskommen. Oder muss man die Das ist noch ein sterben, wichtiger Punkt, genau. Man kann nicht einfach jemanden liegen. genau, die sterben, muss man dann wieder einflesen. Und meistens sterben sie an einem ganz dummen Ort. Oder ich sterbe an einem ganz dummen Ort. Ja, also es ist also wirklich, es ist ein super Partyspiel. Also, zu dem kann man saufen. Jedes Mal, wenn du Ja, verwünscht ich wirst, bin mir musst du nicht einen sicher, Shot ob das nehmen. drinnen liegt. Das ist schon schwierig genug, wenn man nüchtern ist. Ja, also so vom Coop-Aspekt und so ist es schon in der Region fantastisch. So, oder Ich würde vielleicht sagen, das ist ganz sicher fantastisch. mindestens fantastisch. Ist sogar legendär. Mm, Vielleicht nicht ganz. Es ist wahrscheinlich nicht legendär, nein. Aber es ist dort, was es jetzt ist. Das oberste Ja, fantastisch. sind wir uns ja einig. Voll. Also, falls ihr Fantastisch. das nicht kennt. Übrigens, geiler Soundtrack auch noch. Ah ja, genau, stimmt. Vom Austin Wintory, wenn ich das richtig Ja, ausgesprochen habe. Das ist ein super Komponist, hat auch bei anderen Spielen sehr geile Soundtracks gemacht. Reinhören. Und und spielen. das ist auch ein Befehl. Ich befehle hier einfach Spielbefehl. Sachen. Und jetzt, Vito, spürst du es schon? Spürst du das Spürst nächste nicht, Game keine Ahnung, schon? was mit M. Dun, dun, N. dun, 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 dun. Monster Hunter World. Ah, Monster fucking Hunter fucking World. Uife mit dem. Uife mit dem. Wenn wir wirklich etwas sagen zu Monster Hunter World. Ich kenne Ich jetzt weiß nicht, vielleicht nur, dass im Mai der Nachfolger rausgekommen ist, Monster Hunter Rise, leider nur auf der Switch, und wir zappernd und sehnsüchtig darauf warten, dass sie das auf PC rausbringen. ja, also vielleicht trotzdem Also ich schnell. habe es mir gekauft auf der Switch, Mhm. aber ja, allein ist nur halb so lustig. Ja, das ist so. Also Ich warte wirklich darauf, bis wir das Monster können Hunter kaufen. World ist ein japanisches Spiel. Ich glaube von Capcom. Oder bin ich jetzt verwirrt? Ja, egal. Mhm. Ja. Und dort geht es darum, dass man von 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler könnt, oder müssen Monster jagen. Und die Monster sind riesig und eigentlich immer wie ein Endboss. Also die sind wirklich, man muss immer sich Taktik überlegen, wie kann man das Monster am besten töten. Man muss ja die richtige Ausrüstung mitnehmen im Idealfall. Und dann kann man die Monster looten. Und dann kommen bessere Waffen über und bessere Rüstungen. Und vielleicht auch nur ein Gem, wo man kann in seine Rüstung rein tun. Und es geht wieder weiter mit dem Looten. Und man kommt neue Missionen über. Man kann eigentlich immer irgendetwas machen. Es ist ein ewiger Kreislauf vom Looten, der süchtig macht, weil die Kämpfe gegen die Monster sind wirklich super gemacht und du hast ja ganz unterschiedliche Waffen, die du kannst wählen, ganz unterschiedliche Rollen, die du kannst einnehmen im Kampf. Unterschiedliche Monster. Ganz viele unterschiedliche Monster, wo so ein bisschen, ja, so in Biom unterwegs sind, im Dschungel, in den Eischen oder irgendwo. Also es ist einfach auch ein schönes Spiel, es kommt auch noch dazu, es ist so, und auch herzig gemacht, es ist wirklich ein Spiel mit Seele und mit super Gameplay, oder? Also, Ja. oder findest du das auch, du als Ja, Gameplay-Minister? natürlich. Also, es gibt wenig Sachen, wo mehr Spaß machen, als besser besiegen. Und du machst bei Monster Hunter nichts anderes als nonstop besser besiegen. Ja, genau. Und Also, irgendwie wird es nicht so simpel wie das langweilig. tönt, das ist einfach genial. Und dann kann man das mit Ja. 14 verschiedenen Waffen machen, die alle genug komplex und kompliziert sind, dass man sie wirklich hunderte Stunden kann spielen und perfektionieren. Mhm. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann probiert man mal wieder eine neue Waffe aus und kann mit der wieder hunderte Stunden spielen. Also das Game ist endless cool. Man kann das wirklich endlos spielen, es wird nicht langweilig. Ja. Ja, Ja, Platz nichts 1. diskutieren, es Platz gehört 1. dort auf, gehört Ja. wirklich dort auf den Punkt. Ja. Ich glaube,
Ja, wer das gespielt hat, ich kann mir nicht vorstellen, ja, ich weiß nicht, gibt es Leute, die das vielleicht nicht cool finden, aber man muss sicher mal ausprobieren. Also, Man muss sicher was mal man muss probieren. sagen, ist, der Einstieg ist schwer. Durch das, dass man mega viel machen kann, ist man am Anfang Mhm. so ein bisschen verloren. Ja, Also man kommt das ist her so. und dann sagt er einem einfach mal, ja, da hast du 14 verreckte, viel zu grosse Waffen, mach. Ja, das stimmt. Das baut ein bisschen darauf auf, also es geht wieder von uns, dass man schon mal Monster Hunter gespielt hat. Genau, was man vielleicht nicht hat. Ja, und wenn man das nicht hat, dann ist Also man ich kann mir recht... vorstellen, wir haben doch auch mal angefangen zu spielen und wir haben es am Anfang wieder weggelegt. Ist Und haben das es dann so? irgendwann nochmal vorgenommen und dann gemerkt, wie geil das Spiel eigentlich ist. Man muss wirklich am Anfang schnell ein bisschen durchbeissen. Das muss man vielleicht mit dem Spielbefehl noch mitschicken. Das ist ein Spielbefehl, Ja, aber auch einer, macht es mehr als 20 Stunden. ja, und es ist natürlich auch ein Investment, oder? Also, ja, also man kann oder beziehungsweise man kann das langfristig spielen, oder es geht eigentlich, man kann es aber auch sowieso sagen, ich spiele mal eine Stunde und töte ein Monster und dann ist es auch wieder gut. Das ist so ein bisschen, man kann es sowieso episodisch angehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du jetzt nur 10 Stunden spielst, dann kommst du irgendwie nicht genug mit über von dem Spiel. Also man Ja. muss ein bisschen davon ausgehen, dass man muss Zeitinvestment machen, aber das lohnt sich. Und ja, es hat wie so, was ich auch noch denke, und das letzte Gedanke ist, es ist sehr, also es hat zwar mega viele Funktionen, es hat vielleicht auch zu viele Funktionen, manchmal, aber es ist sozusagen wie fokussiert auf das Essentielle. Man geht zu viert irgendwo an, tötet das Monster, geht zurück und kann looten und Sachen aufleveln. Und bei anderen, so MMORPG-mäßigen Spielen, ist es einfach es verzettelt sich viel mehr. Und hier ist es so sehr konzentriert und Und einfach ja, bei cool. Monster Hunter kann man sich auch verzetteln, aber man muss wie nicht. Man kann wie Genau, die ja. Sachen auch einfach Ja, weglassen und das Spiel funktioniert immer noch super. genau. So ist es. Und jetzt kommt das nächste Spiel, das ist Mythgard. Magst du dich an das erinnern? Das war ein Kartenspiel. Gewesen. Ja, das ist ein Kartenspiel gewesen. Und zwar, ich tue das mal Das da haben wir unten das an, je das gespielt heisst zusammen. nein. Sorry. Haben wir das je gespielt zusammen? Ja, also ich habe es 4 Stunden gespielt. Wahrscheinlich habe ich es etwa 1,5 Stunden mit dir gespielt. Es ist ein Das 3 Stunden gespielt. Kartenspiel, wo so in Science-Fiction Welten spielt. Ich glaube, es hat auch noch so ein bisschen Steampunk oder Cyberpunk eher angeklängt. Und das Spiel kann man 2 gegen 2 spielen, PvP. Und wir haben das eigentlich, also wir haben das einmal probiert. Und also wir haben das einfach probiert. Ich wollte es ausprobieren, weil ich will 2 gegen 2 Kartenspiele, klassische Kartenspiele. Einfach, ich will, dass das funktioniert und dass es coole Spiele in diesem Bereich gibt. Aber das ist selten. Und das ist eines von denen, die das anbietet. Aber wir haben eigentlich immer gegen die zwei gleichen Typen gespielt. Ich habe das Gefühl, Das ist das Problem. wir Ich habe sind nämlich immer nur, überlegt, warum wir aufgehört wir sind haben. immer nur, es gibt nur 4 Leute auf dieser Welt, die das Spiel im Coop spielen. Wir zwei und irgendwie 2 zu Amerika wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Ja, ich weiß Aber nicht. ja, also vom Gameplay her hat nicht viel dagegen gesprochen, Nein, das zu nein, spielen, nein. oder? Es Also es ist hat cool gewesen. funktioniert, es ist... Es ist eigentlich ein cooles Spiel. Vielleicht Und müssen wir das auch wieder mal auf die Liste nehmen und das wieder mal vorziehen. Das ja, stimmt, die zwei. ja, es hat da, glaube ich, eine interessante Mana-Mechanik. Ich glaube, da kommst du einfach Karten auf die Hand über und wenn du Mana brauchst, dann kannst du Karten verbrennen, um andere Karten können spielen. Oder so, Mhm. irgendwie so. Das ist eigentlich noch ein interessanter Ansatz. Und ja, ich weiß aber nicht, wie aktiv das Spiel noch ist. 8. Juni, letztes Update. Können wir mal wieder reinschauen. Also Mhm. ich würde sagen, ja, es ist ich habe ein bisschen Mühe, das jetzt wirklich zu bewerten. Vielleicht ist es ist Ja, halt wahrscheinlich nichts. okay, Oder oder? okay, ist okay. Ich würde aber da, Ja, also, 2 gegen 2 Kartenspiele sind doch immer mindestens okay. ja, einfach so, weil, ja gut, also es gibt nicht viel, was dagegen spricht. Ja, es gibt viel, Ja, was gegen voll. das Spiel spricht. Also und es ist sicher nicht fantastisch, also es ist irgendwo okay, so ein bisschen unverortbar im Okay-Bereich. Im Okay Nirvana. Okay, Genau. schnell schauen. Jetzt schnell da güchseln. Ja, so. Gut, das nächste Spiel ist Neverwinter. Dungeons and Dragons Neverwinter. Nicht zu verwechseln mit Dungeons and Dragons Online. Aber weiter weg sind wir nicht, oder? Mhm. Und etwa in die Ist gleiche auch ein Kategorie da MMORPG? unten. Ja, ist auch ein MMORPG, haben wir Ja, noch das also, dritte ja, kannst du gespielt. es gerade ab... Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen besser als Dungeons and Dragons Online.
Ja, weil es grafisch ein bisschen mehr hergibt. Aber Ja. sonst ist eigentlich ziemlich alles genau und, gleich wie bei Dungeons und, Dragons Online, nicht? und es ist einfach auch verpackt. Wir Ja. haben irgendeine Quest müssen 10-mal wiederholen, dass wir Ja, es geschafft ja. haben. Aber ja. Es ist wirklich einfach unsäglich und bläh. Ja. Es gibt übrigens auch wieder ein neues Dungeons Dragons Online-Spiel. Ah ja. Also online so ein Coop-Spiel, wo er mega schlechte Rezensionen bekommt, zumindest auf Steam. Und ja, sie können das einfach nicht, wenn sie das selber machen. Also ich meine, sie brauchen Larian für das. Sie brauchen jemanden, der ihnen Baldur's Gate 3 macht. Und selber checken sie nicht, wie das geht. Sie können mit Würfeln können sie arbeiten und Bücher, aber sonst Und ist das es... macht sie ja gut. Wieso machen sie das nicht einfach, Ja, was sie gut können? ja, ich weiß auch nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sage ich dann nur. Genau. Und jetzt haben wir noch das zweite Mal Orcs Must Die. Jetzt kann ich jetzt auch gerade da rein tun. Nein, jetzt bin ich einfach weg. Das nächste ist Overcooked. Besser gesagt Overcooked 2. Das haben wir mal bei dir daheim auf dem Sofa gespielt. Ich Ja, glaube, auch in der tief Nacht. in der Nacht Tief in der Nacht drin. Einfach so nur in Game drin. Weil Ja, nachdem wir auch schon fast geschlafen haben. ja. Mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen sind, haben wir das Gefühl, so, jetzt spielen wir noch Overcooked. Ich glaube, weil ich irgendwie erst in einer Stunde den ersten Zug hatte oder so irgendetwas. Ja. Ähm, Ja. Aber durchaus unterhaltsam. Mhm. Also es gibt Overcooked 1 natürlich auch noch. Und ich glaube, bei den Fans ist Overcooked 1 beliebter, aber wir haben nur Overcooked 2 gespielt. Der Unterschied ist nicht so groß. Also es geht einfach darum, man ist in einer Küche, muss Essen rausgeben, kochen, schauen, dass es nicht verschmürzelt oder dann muss man nur Dass Kunden bedient abwaschen. Oder werden. so. Man muss Dass einfach quasi die alles... Rezepte erfüllt werden, die man Genau, überkommt. man ist in der Küche und man muss zusammenarbeiten und sich gegenseitig Teller reichen und sich so mega, also einfach in einer chaotischen Umgebung, die sich immer verändert, bewegen. Und man hat nie sehr Ruhe. Und ich würde behaupten, das ist am ehesten vergleichbar mit Monaco, nicht? Ich finde auch, ja, ich habe vorher auch, ich habe es auch mit Overcooked ein bisschen vergleicht vom Chaos-Faktor her. Mhm. Ja, es ist, ja, Aber Monaco hat mich einfach 100-mal besser unterhalten als Overcooked. ja, gut, dann haben wir Einfach weil der Overcooked. ganze Style vom Game echt viel cooler ist. Ja, Overcooked ist vielleicht ein bisschen generisch irgendwie. Mhm. Also, und auch, ja, ich habe das Gefühl, das Spielprinzip habe ich ja vorher schon mal so in dieser Form gesehen. Also, dass man sich so muss, ja. Also es ist, ja, ich finde, es ist sicher okay. Vielleicht auch in Es der ist in der höheren oberen Rang von okay, oder? Regionen von okay, ja. So wie in der For the King-Region. So, Besser oder schlechter als Card Hunter? Hm. wir können das nachher Ist noch wahrscheinlich vertreiben. Geschmackssache. Ist wahrscheinlich Ist Geschmackssache. Geschmackssache. Borderlands 3 rutscht richtig ab dort. Ich weiß auch nicht, was Astroneer da oben soll. Also, Ja. Haben Astroneer schon abkorrigiert? ah ja, stimmt, ja. Du hast es korrigiert. Dankbarerweise. Ich finde das super, dass wir relativ streng sind da oben. Also, dass es Ja. gewisse, Ja, ja, sicher. Also ich meine, also in dieser Region können unsere da Zuschauer nicht alles nicht zumuten. antreiben. Genau. Gut, jetzt kommen wir zu Path of Exile. Ja, gang deine zweite auf mit dem. Ja, also, ja gut, wo würdest du einsortieren? Na, zuerst mal sagen wir, was es ist. Es ist so ein, das ist ein Hack and Slay, oder? Das ist Diablo-mässig. Diablo-Klon. Diablo-Klon, aber so ein bisschen mehr auf, ja, ist es mehr auf MMORPG ausgerichtet, ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, ja. Man ist so ein bisschen, Aber ja, wir haben das 3. Mal gespielt und ich glaube, das Ding ist, dass man kann so, einerseits kann man Waffen looten, aber auch so Notches, wo man kann in die Waffen rein tun kann, was sie immer besser machen. Und das ist, glaube ich, so der Level-Mechanismus. Ich wollte das einfach nicht weiterspielen, weil es so eine, also die Welt macht mich überhaupt nicht an. Es ist alles so dreckig und braun und es so. ist auch ein bisschen langweilig. Ja, Also es ist wirklich ja, es ist wirklich, ja. sehr, sehr generisches Hack and Slay. Ja. Gehst du Zombies natzen, gehst du Skelett natzen, gehst du irgendetwas anderes natzen. Es kommt gar nicht so darauf an, du kannst auch irgendetwas natzen. Und Ja, es ist irgendwie und ich glaube, es stupid. hat auch noch so eine Pay-to-Win-Mechanik drin. Schon, ja. Das Also, hilft halt dann schon aber auch nicht. es hat Aber das sich- ist vielleicht nicht wahr. Das ich glaube, stimmt es hat, nicht, ich glaube, es hat so eine rechte Nerd-Fan gemeint, der das so hardcore spielt. Wegen diesen Notches und so. Also man kann da natürlich wahrscheinlich mega umgrinden im Endgame. Mhm. Aber das ist etwas, was mich noch nie so wirklich angemacht hat, bekanntermaßen. Und wir sind ja gar nie dazu gekommen. Ich habe es auch wirklich auch langweilig gefunden, immer die gleichen Skelette töten und ja. Es ist auch schon ein älteres Spiel, es ist von 2013, aber hat immer noch eine aktive Community. Ja, ich würde sagen Next. Ich würde Oder, sagen Next, ja.
Ja, einer nach Schlechter als Don't Starve. irgendwo. Ja, irgendwo, das ist nicht schlecht. Ja, sehr gut. Und jetzt kommt wieder eine kontroverse Frage. Die Coop-Frage kommt wieder auf. Player Unknowns Battlegrounds. Was hat es mit dem auf sich, Reto? Ja, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen das erste grosse Battle Royale-Spiel gewesen, das das Genre, also ich glaube, ein bisschen mitbegründet hat. Entthront von Es ist, Fortnite später. genau. Es ist ein Shooter, so eine angesiedelt im, weiß auch nicht, irgendwo So ein nach dem bisschen Zweiten Weltkrieg oder im Apokalypse. Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, so vom Zeitraum Nach her. dem Es ist ja Zweiten so ein bisschen, Weltkrieg, woher weißt du das? ja, ich kann nur, weißt du, wie die Fahrzeuge und die Waffen Aha, aussehen. so. Ich Ah, bin da nicht okay. so ein Ja. Waffenfanatiker, aber es hat sicher Waffen dabei, die im Zweiten Weltkrieg am Start sind. Aha, okay. Interessant. Das ist mir gar nicht so überlegt. Ja. Genau, es ist recht realistisch und man tritt in Teams von 1 bis 4 Leuten gegen andere Teams von 1 bis 4 Leuten an. Also das klassische Battle Royale-Prinzip. Man kommt auf einer Insel ab, muss dann Waffen und Ausrüstung looten und dann gibt es eine Zone, die immer kleiner wird. Wenn man außerhalb von dieser Zone ist, dann nimmt man Schaden, bis man stirbt. Also man muss versuchen, immer in dieser Zone zu bleiben und durch das werden die Leute immer mehr zusammengepfercht und durch das gibt es immer wieder Shootouts und wenn man stirbt, dann ist man quasi draussen. Das letzte Team, das noch auf dem Feld steht, gewinnt. Eigentlich ein cooles Spielprinzip. Es ist auch cool, die Maps sind halt riesig, also man kann irgendwo landen und dann mega lang looten und versuchen, sich versteckt zu behalten und in die Zone rein sneaken. Oder man kann die Strategie fahren mit Pauken und Trompeten und Fahrzeugen und Hupen in Kreis rein, Ja. kommen und dann halt die Gegner, die auf einem schießen, versuchen auszuschalten. Ja, Es hat auch eine relativ grosse E-Sport-Community, die das spielt. Also es gibt so eine Profiliga. das grosse Und wir sind, Problem an dem es ist ein cooles Spiel, aber wir sind einfach schlecht. genau. Wir sind Das einfach grosse Problem schlecht, wenn ist, es es um ist Shoot ein geht. Shooter. Du sagst Genau. immer, wir sind schlecht, aber eigentlich bin ich schlecht. Das ist eigentlich das, was Ja, du also, mit mir meinst. nein, bei dem Spiele bin ich nicht schlecht. Ich habe wirklich, ich habe es ja alleine oft aber du hast gespielt. ja Und hunderte von also ich habe in den Stunden seltensten Fällen habe ich investiert. jemanden killen. In den seltensten. Ja, Es ist das wirklich sind halt einfach, alles die Counter-Strike-Gofen, die gehen genau, für all die PUBG. Trigger-Happy Counter-Strike-Golfen machen dich einfach fertig. Und zwar, da schaust du um die Ecke um und dann bist du einfach kopfgeschossen tot. Ja, also, Und die ja. ganze Loot-Mechanik macht das ein bisschen wett und man lootet ja gern und man tut gern mal, keine Ahnung, mal ein Haus verteidigen und dann wieder in die neue Zone laufen, aber Und ich muss sagen, ja, am Anfang, wo wir das zum ersten Mal gespielt haben, also zuerst, nein, das stimmt eigentlich nicht, also wo man so ganz am Anfang gespielt hat, da ist mein PC einfach zu schlecht gewesen und es hat so geruckelt, ich konnte irgendwie gar nichts machen. Und dann irgendwann hatte ich einen besseren PC gehabt und danach habe ich gemerkt, dass ich auch kein durchtreffen, aber nicht, weil der PC schlecht ist, sondern weil ich es einfach nicht kann. Und dann irgendwann sind wir so ein bisschen leicht reingekommen, halt einfach, wir haben ein bisschen den Flow gefunden. Und sie haben uns irgendwie den Spass geholt, sie mit so Sneaken oder immer am gleichen Ort droppen. Es ist schon irgendwie lustig gewesen. Es ist schon irgendwie lustig gewesen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt müsste entscheiden, im Moment habe ich gar keine Lust, PUBG zu spielen. Also, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die Luft ist draussen. Wenn ich jetzt müsste Shooter spielen, würde ich viel eher Hand spielen als PUBG. Zum Beispiel, also, ja, ja, also, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, vielleicht hat sich das einfach auch ein bisschen vielleicht hätten wir eine andere Bewertung gegeben vor einem Jahr oder so. Aber ja. voll. Ich würde sagen, es ist okay. Also jetzt alles, die Coop- oder Nicht-Coop-Diskussion, die haben wir jetzt wenig geführt, aber ja, das dürfen die Zuschauer selber entscheiden, ob sie finden, dass es ein Coop-Spiel ist oder nicht. Ja. Aber man kann es auf jeden Fall zusammen spielen, gegen andere Teams. Genau, Jetzt ja. sind wir schon ein Coop-Charakter. Ja, der Coop-Charakter, wir können das eben, ich bin immer noch dafür, dass man die Frage, was ist eigentlich Coop, mal in ein anderes Video auslagert, so ein philosophischer Podcast, Coopcast, der Definitionsfrage. Also ich würde, Ja. also vielleicht gehört es schon ein bisschen da rauf. Ja, ich glaube schon. Gehört's, Also das Spiel ist mega cool. Ja, das Spiel ist eigentlich cool. Das ist wirklich das Problem ist, wir ja. können es nicht. Es wär, wenn wir gut wären, dann wäre Das es ist so bei Hand mega gut cool. angesiedelt. Aber, Ja, voll. ja, es ist ein bisschen, ja, aber es ist wirklich ein bisschen schade. Mhm. Und jetzt das da,
ist Portal 2. Portal 2 ist ein legendäres Spiel, vor allem bekannt für einen Singleplayer-Modus, wo du eigentlich mit einer so einer Portal Gun, also es ist First Person, läufst mit einer sogenannten Portal Gun um, die kann Dings machen, so Portal, wo du kannst reingehen und also kannst sozusagen das, sagen wir mal, das Portal machen und da, so. Und dann kommst, wenn du da reingehst, kommst du im anderen Portal wieder raus. Und mit dem kannst du so Physikspielereien machen. Zum Beispiel kannst du einen Infinite Loop machen. Wenn du runtergehst ins Portal, gehst du im oberen Portal wieder runter und dann gehst du unendlich runter. Macht das Sinn? Habe ich das gut erklärt? Also, Ja, wenn man das Spiel nicht kennt, ist es vielleicht schwierig, um sich zu vorstellen. Aber es ist im Grunde genommen ist es auch ein Puzzler. Also man ist dann Ja. in einem Level und man versucht mit Hilfe von diesen Portal gewisse Sachen zu lösen und auf die andere Seite vom Raum zu kommen. Genau. Es ist eigentlich Mit allen Elementen, die ein Puzzler sonst hat. Schalter, irgendwelche Blöcke, die man rumbewegen, irgendwelche so Trampolin, die man kann benutzen kann, um irgendwo herzugehen. Und einfach immer noch mit dem Element von diesen Portal. Was ja, mit einer guten Steuerung, mit einer intuitiven Portal-Gun und unter anderem mit einem Zweispieler-Coop-Modus, wo dann jeder so eine Portal-Gun hat und man sich auch gegenseitig kann halt so Portal vor die Füße schießen, was es sehr unterhaltsam macht. Wir haben das, glaube ich, auch in einer Session gespielt, oder 7 oder so, und nachher nie mehr, aber die eine Session ist, wir haben, glaube ich, einfach Space Game durchgespielt, oder, in diesen 7 Stunden. Ich bin nicht sicher, ich glaube, wir sind nicht fertig geworden, aber wir haben relativ... Oder haben wir Space Game, also die Dings... Wenn man Space Game durchgemacht, nachher wären dann so erweiterte Puzzles kommen. Ja, die kann man auch, aber das gehört eigentlich auch zum Spiel, oder? Das ist nicht, ja doch, ich habe da gerade das Achievement. Okay. You saved science, completed all test chambers in all courses of Coop. Okay, gut, dann haben wir es geschafft. Okay, ja, das ist ja super, wir haben mal etwas fertig gespielt. Das ist ja mal... Das zählt nicht genug vor. Aber auf jeden Fall, also ich würde sagen, es ist ein mega cooles Spiel. Ich würde sagen, das ist fantastisch. Ja. Wahrscheinlich. Das ist sicher auch ein Spielbefehl. Es ist auch im Singleplayer ein Spielbefehl übrigens. Es hat eine coole Kampagne, einen coolen so einen Roboter, der mit sarkastischen Bemerkungen umfahrtet. Ja. Ja, gut. Next. Quest Hunter. Die Diskussion wird sich wiederholen, ähnlich wie Lost Castle. Das ist schon mal da oben. Nein, es ist besser als Lost Castle. Ist es besser als Lost Castle? Nein, es ist doch nicht besser als Lost Castle. Besser als, ja, gut. Vielleicht nicht, ja. Muss ich aber wirklich... Also Quest Hunter ist doch irgendwo bei Magica verortet. Kannst du schnell erzählen, was Quest Hunter ist, während ich Quest Hunter ist es macht eigentlich genau das, wo man erwartet, wenn man den Titel hört. Es versucht irgendwie ein Rollenspiel auf so ein bisschen mit niedlicher Grafik, was ist das deutsche Wort, das schweizerdeutsche Wort, mit herziger Grafik irgendwie so ein Adventure-Ding aufzubeschwören und schafft das aber irgendwie nicht so richtig. Schon, du findest, es schafft es nicht. Das sind ja harte Worte, ich denke. Ja, also ich bin hier nicht ein grosser Verfechter von Quest Hunter. Okay, gut. Das finde ich gut. Weil, ja, es hat wie all die Elemente, die wir schon 1000-mal gesehen haben, aufleveln, und es hat irgendwie so ein bisschen eine Story, wo man aber nicht so richtig, man fiebert jetzt nicht so richtig mit der Story mit. Dann kann man Sachen looten, man muss so Kristall sammeln, um seine Fähigkeiten dann besser zu machen. Aber mehr nicht. Also es sind alles Elemente, die wir schon einfach 100'000 Mal gesehen haben. Und dann ist es nicht mega... Also, ja, man kann den Style cool finden, aber es muss nicht unbedingt sein. Dann würde ich sagen, nee, da. Es ist wirklich einfach next voll. Man kann das spielen, es funktioniert auch super im Coop. Aber ja, wenn man Lust darauf hat, zum mal rein, man kann es sich locker mal anschauen, aber also allein würde ich es schon gar nicht spielen. Also, einfach nicht. Das ist so also wenn, dann zu 2, zu 3, um sich so ein bisschen unterhalten und ein paar Stunden damit verbringen. Ja. Aber das ist dann auch wieder... Kann man es gerade so gut mit anderen, anderen Spielen. Ja. Sorry, willst du etwas sagen? Es hat dann noch irgendwann mit der Zeit vom Spiel kommt noch so eine Overworld-Map dazu. Okay.
Mag ich mich nicht wo erinnern. dort haben wir gar nicht so daran krass, man muss schon einige Stunden spielen, damit man dort herkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch so ein bisschen interessanter wird, Okay. weil es dann noch das Overworld-Ding Ja, drin also hat. ich schließe mich Ja. halt dem an. Also das ist wirklich, das ist einfach next. Also wer will das spielen? Wirklich. Ja, voll. Wer will das Spiel außer mir? Und desperate sind nach Coop-Spielen. Dann können wir jetzt, ich hoffe, man kann es nur lesen. Ich glaube schon, oder? Ja, es ist Ähm, knapp, aber Raft. man hat ja zugelassen, man weiß ja, was es geht. Genau, ich kann es nachher wieder grösser machen, wenn also warte, ich kann noch nicht. Ja, nein. Raft ist so ein Survival-Spiel, oder? Man ist auf einem Floß, man wird vom Haifisch angegriffen, man kann Güssel zum Meer ausfischen und sein Floß vergrößern. Es ist eigentlich all das, wo Ark auch macht, einfach mit einem Floß und viel weniger gut und viel weniger Exploring und viel weniger Möglichkeiten zum Sachen bauen und keine Dinosaurier zum Zähmen. Das ist Ja. natürlich ein Auch vom grosser Minuspunkt. Spielprinzip her ist es Ark. Also Ja, einfach das also klassische nein, nicht nur, Adventure, also nein, es ist, Survival, Base Building. ich würde sagen, es ist weniger als Ark, weil du bist ja festgefroren auf einem Schiff. Was hast du gesagt? Was? Aha, ja. Ja, Du kannst aber nicht das Schiff laufen. bewegt sich halt. Ja, oder? gut, Man das kann Schiff so zu bewegt sich, Inseln aber kommen und ja, aber es ist so ein aber bisschen, ja, nicht im Ansatz. Das Gut, ist wirklich so. ich würde sagen, das ist Next. Ja, das ist nichts. Und zwar, Aber man muss dazu auch noch sagen, es ist glaube ich auch immer noch Early Access. es ist Early Access, ja. Oder nicht mehr? Ich weiß es Vielleicht nicht, ich weiß inzwischen es nicht nicht. mehr. Ich weiß es nicht. Ja, auch nicht, ich habe es zu wenig Ja, verfolgt. Aber ich finde, das ist einfach langweilig gewesen. es ist eine nette Idee, aber es ist halt einfach ein weiteres Survival-Base-Building-Game. Gut. Der mal halt auf dem Meer mit dem Haifisch. Ja, Jetzt, so jetzt, what. jetzt kommen wir zu Remnant. Heißt es From the Ashes. Das erinnert mich an Ashen. Also nicht nur, weil Ashes drin vorkommt, sondern einfach von der Ästhetik her, so halbwegs. Es ist so ein Third-Person-Shooter, wo du also kannst, glaube ich, Waffen looten, wenn du Bösser tötest. Du läufst so durch eine postapokalyptische Fantasy-Welt irgendwie durch. Es hat so Horror- oder Gruselelemente drin. Und ja, man läuft durch so Welten durch. Ich finde, das Worldbuilding finde ich interessant. Also es hat so recht eigenwillige Welten, die man erkundet. So, man geht irgendwie in die Wieso Wüste. genau So. vergleichst du mit Ashen? Also ja, es ist nicht, ich würde sagen, von der Atmosphäre her ein bisschen mit Ashen. Also es ist so ein bisschen düster, es ist so Ja, ich wirklich glaube einfach irgendwie, bei beiden Spielen fällt dauernd, da hat man immer das Gefühl, so, es geht Asche vom Himmel. okay. Ja, irgendwie so, also So von ja, der Stimmung also her. Aber vom sonst, Genre her, es ist nicht das gleiche Genre, es ist ein ganz anderes sonst gibt Genre. Remnant auch grafisch und von der ganzen Aufmachung her viel mehr her als Ashen. Ja, das stimmt. Also nein, ich finde, Ashen hat einfach eine schlichtere Grafik, aber der Style ist auch interessant bei Ashen. Aber ja, Ja. also du würdest Remnant mehr Kredit geben als Ashen in dem Fall. Ja, einiges. Schon. Ich würde sogar Ja. sagen, das Spiel ist okay. Ich glaube, das haben wir Schon. damals auch nur weggelegt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Hey, Oder weil wir etwas anderes in den Fingern hatten, oder nicht? ich wette mit dir, also wir haben ja die Tierlist schon mal gemacht vor einem halben Jahr oder so. Ja. Und damals hast du das Game verrissen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, du bist wirklich sehr kritisch dem Game gegenüber. Und ich habe es Ja. verteidigt. Oder vielleicht nicht mega kritisch, aber Der Punkt an dem Spiel ist, für das, was es schlussendlich ist es teuer. Das würde ich immer noch sagen. ja, also ich glaube, es 40 Stutz kostet. Genau, es ist Ja. nicht ein 40-Stutz-Spiel. Ist es wirklich nicht. Ja. Für das ist das Gameplay zu monoton und man ist eigentlich in seiner Base und dann geht man raus, irgendeine Mission für Ja, irgendeinen erfüllen. ehrlich Und unterwegs shooten wir ein paar Zombies runter. Ja, ich kann das verstehen. Aber trotzdem, ich würde es trotzdem, eigentlich wäre jetzt nicht dagegen, das Spiel zu spielen. Ja, ich könnte mir auch wieder mal vorstellen, wieder- das wieder mal vorzunehmen. Ja, insofern hat Darum es eine würde ich schon sagen, es ist gewisse... okay. Ja, okay. Okay heisst, aber es ist nicht... Ja, zwar, ja, Das ist ja so es ein ist bisschen... besser als Diablo. Weiß nicht. Besser als Ark. Niemals. Niemals besser als... Gut, wenn es nach dir geht, ist Ark bei legendär. Darum, ich würde sagen, es ist besser als Across the Obelisk. Okay. Es ist Ja. interessant, dass Remnant besser ist als Destiny 2. Aber das nur so
Wo ist Destiny 2? Da unten bei Ah ja, Next. dort. Ja. Ja, also ja, ich Ja, finde es ist besser. Ja, ich also, bin da, es es ist ist klar besser besser. als Destiny 2, einfach weil es Bin da. den ganzen MMORPG-Anspruch und Scheiß drin hat. Ja, ja, ich bin da. Es ist einfach, Remnant ist ein Es ist wirklich einfach klassisches, das Spiel, es was ist, ist. Remnant ist ein Scope-Spiel und man weiß, was Ja, es voll. macht und man tut irgendwie besser töten und man hat dicke Typen und so. Ja, gut. Und jetzt die grosse Frage ist Rocket League ein Scope-Spiel? Ja, so wie wir spielen auf jeden Fall. Also wir spielen immer 2 gegen 2. Mhm. Und Darum, Rocket League ist eine Mischung zwischen Fußball und Mario Kart. Ich kann das vielleicht so beschreiben, für die, die nicht wissen, was es ist. Man fährt mit also Autos rum man und sitzt einfach in einem probiert. Auto und spielt Fußball damit. Man ist ein So einen Auto. grossen Fußball, man ist ein Auto. Spielt Also einen ich glaube, grossen Rocket League müssen wir nicht Fußball. erklären. Jeder da Ja, draussen mal, kennt Rocket League. man muss jedes Spiel erklären. Man darf nicht. Kann man nichts voraussetzen. Genau, wir haben ja bis jetzt jedes andere Spiel erklärt. Stimmt. Ja, also das ist geil. Ja, wenn es man ist, kann sagen, wieso das geil ist. ja. Weil es eine super simple, aber schwierige Game-Mechanik hat. Und es ist mega schnell Mhm. erklärt. Ich kann jedem Kind erklären, wie das Spiel funktioniert. Du bist ein Auto, es gibt einen Ball auf dem Feld, es gibt ein gegnerisches Team auf dem Feld, es gibt Mitspieler. Du musst mit dem Auto den Ball ins Goal reinfahren. Mhm. Punkt. Und Alles gesagt. Nein, es gibt noch einen Boost. es gibt noch einen Boost. Was ich an dem Spiel vor allem schätze, ist, ich bin ja nicht der Mannschaftssportler. Und ich habe das Gefühl, das Spiel gibt mir einen Abglanz von dem, wie es ist, in einem Team zu spielen gegen ein anderes Team. Man spielt eine bestimmte Rolle, man ist zusammen drinnen, man macht zusammen in einer Einheit probiert man zu gewinnen gegen ein anderes Team. Und ich habe mich wirklich, das ist so, das Gefühl kenne ich sonst nicht, also in der Realität nicht, aber auch nicht in einem anderen Spiel. Also kein anderes Spiel vermittelt mir irgendwie wirklich so die E-Sports-Atmosphäre. Sportding, ja. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine anderen Spiele sozusagen aufs Niveau von einem E-Sport gehoben habe. Also nicht, dass ich jetzt ein E-Sportler Ja, wäre haben wir auch bei Rocket League nicht, by the way. Ja, Bei aber weitem wir nicht. haben sehr viele Stunden investiert in das Spiel. Also der Redet noch mehr als ich. Aber ich habe, warte mal Das schnell. ist mein meistgespielte Spiel Ja. auf Steam. Also ich habe über 300 Stunden in das Spiel investiert. Das ist auch mein meistgespieltes Spiel. Und 300 Stunden für mich heisst etwas. Also, das mache ich nicht bei jedem Spiel. Vor allem nicht bei so einem Spiel, wo wirklich so einen PvP-Aspekt hat, wo sozusagen Skill. Also man muss grinden, man muss wirklich dranbleiben Also und üben. üben, Wirklich ja. üben. Es Ja. ist schwierig und die Lernkurve ist am Anfang brutal. Also am Mhm. Anfang trifft man keinen Ball. Mhm. Dann kommen immer mehr Skills dazu. Zuerst trifft man den Ball und dann merkt man, okay, jetzt muss ich den Ball auch noch jedes Mal treffen und irgendwann trifft man Mhm. jedes Mal den Ball und dann muss man den Ball auch noch so halb über dem Boden treffen und dann irgendwann muss man den Ball in der Luft treffen. Man kann von der Wand weg, es hat wie ein Stadion geht rundum, also man kann die Wand auffahren. Mhm. Man kann immer von der Wand wegkumpen und dann so ein bisschen rumfliegen mit dem Auto und es ist einfach mega schwierig, das Auto und der Ball und das alles irgendwie unter Kontrolle zu behalten und dabei auch noch zu merken, wo sind die Gegner, wo sind meine Mitspieler, wo ist das gegnerische Goal. Mhm. Es hat wie auf ganz vielen verschiedenen Skill-Levels hat's neue Sachen zum Lernen und Entdecken und das macht es Ja. so spannend und behaltet einem immer wieder bei der Stange. Ja, also das Spiel ist einfach zu lernen, aber schwierig zu meistern, wie man so schön sagt, bei so Marketingmenschen. Ja, genau. Und wenn man einen Kollegen oder zwei Kollegen hat, dann ist das, und mit denen anfängt, auf einem geringeren Niveau oder so, dann ist das einfach eine coole Sache. Also dann muss man auch nicht gerade den Meister sehen, oder? Wenn man irgendwie Teamkameraden hat, die einem nicht gerade als Noob bezeichnet oder so, dann, ja, ist das eine Also einfach Empfehlung? chillen zusammen. Ist das eine Ja, Empfehlung? voll. Also ist das legendär? Schon, Ja. oder? Ich würde sagen, es ist Ja, legendär. sicher. Es ist sicher Aber ich würde es legendär. vielleicht ein bisschen unter antun, weil es. Ich weiß nicht, wir können noch mal darüber diskutieren. Ja. Vielleicht, weil es nicht so Ähm, ein klassisches Scope Ja, genau, das Spiele habe ich ist jetzt auch vom, gedacht. voll. Genau. Ähm, ich mache schnell eine Pause, Entschuldigung. Das ist doch gut. Ich bin gerade. Machen wir doch sowieso einen Cut, oder? Machen wir einen Cut. Ah ja, Ja. wir haben Das ist doch ein guter ja, Punkt für einen genau. Cut. Da Da können haben wir wir noch noch.
die letzten 8 Spiele oder 9 Genau, haben wir und dann noch die fürs letzten nächste Mal. 8 Spiele, ja, schau, da kommt noch eine Katze vorbeischauen. Die letzten 8 Spiele und dort haben wir noch bereinigen. Dann haben wir noch alles Genau. kritisch hinterfragen, ob das also stimmt. Aber das freut mich fast am meisten. Ach, die Diskussionen, ich sehe sie am Horizont. Also in dem Fall, ja, da gibt es noch einen Also, 4. Teil. Den freuen wir uns ja, doch schon. Und wunderbar. bis dann. Tschüss zusammen. Bis grad.